Hallihallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Inner World auf Schweizerdeutsch. Okay, letztes Mal haben wir herausgefunden, dass da die Aerologen hinter im Wald ihren Kollegen vermissen, der Simon. Und wir haben das Ameisen zurückgebracht zu seinem Nest, was uns dann ermöglicht hat, dort raufzuklettern, wo wir eben leider... Oder, ja, es wird uns wahrscheinlich vorwärts bringen, aber trotzdem leider den Shadow von Simon gefunden haben. Und den werden wir jetzt zeigen, diesen Aerologen. Und schauen, ob das eine gute Idee ist. Vielleicht geben sie ja uns durch das den Globus. Also, ich weiß zwar nicht, ob wir den überhaupt brauchen können. Aber vielleicht könnten wir den ins Rohr vom alten Windmüll hineinstecken. Okay, jetzt zuerst mal Schreck des Jahrhunderts. Voilà. Hey, ich habe gute Neuigkeiten. Ihr vermisst doch euren Oh, Kollegen. gute Neuigkeiten. Simon, ja? Ja? Ich habe ihn gefunden. Oh, nein! Nein! Rasende Verzweiflung. Okay. Gern geschehen. Hey, jetzt braucht ihr doch den Globus nicht mehr, oder? Ja, hier, nimm. Simon! Oh, so sad. Danke. Okay, jetzt haben wir irgendwie den Globus. Aber was können wir jetzt mit dem? Können wir den Globus irgendwie verbinden mit dem Ding da? Keine gute Idee. Aber dem Ding. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Okay, vielleicht können wir dann mit dem Zeigestock den Dude krauen, aber vielleicht können wir den Globus in Auspuff. Keine gute Idee. Nope, okay. Oh, jetzt haben sie Simon seinen Kopf dort ausgestellt, wo der Globus war. That's sad. Können wir den wieder mitnehmen? Nein, sie sollen in Ruhe Wiedersehen feiern. Wiedersehen feiern, okay. Er ist fucking dead, okay. Zurück zum Waldrand. Also die nächste Idee wäre jetzt den Schroff kratzen mit dem Zeigestock. Schauen, ob das irgendetwas bringt. Ich glaube, wenn wir ihn anlängen, dann vergiftet es uns. Aber mit dem Zeigestock... let's see. Hey, nicht kratzen! Okay, er will nicht. Vielleicht kann er sich ja selber kratzen, indem wir es ihm einfach geben. Wird nicht funktionieren. Aber wenn Sie es kaputt machen wollen, probieren Sie es gerne aus. Okay, nein, ist schon gut. Ja, well dann. Das Moos können wir sicher auch nicht. Das habe ich glaube schon Nein, probiert. das bringt nichts. Nächste Theorie von mir wäre, dass wir probieren, den Globus, den wir bekommen haben, dort eben in das Rohr reinzustecken, in das Hörrohr oder was es genau ist. Aber ob wir dann auch dort raufkommen, das sehen wir ja jetzt gut. Let's try. Ja, also die Form würde auch mal passen. Nicht rumblödeln, ich muss die Welt retten. Ja, das wäre eigentlich... ich denke, das funktioniert. Ja, da bin ich jetzt auch sogar ein bisschen aufgeschmissen. Können wir es denn auftun? Ah, man kann ihn öffnen. Ah, okay. Globus Hälften. Ja, aber was bringen uns... Können wir das Moos da drin stecken? Ich weiss zwar nicht warum. Ja, scheinbar. Geflickt. Die Brunnen sind abgedichtet. Okay, und jetzt wieder verschließen. Und was genau soll ich jetzt damit machen? Das weiss ich auch nicht, Und was Laura. sollte dann passieren? Ich weiss nicht, einfach... Okay, Netter Einfall. Nope, Ernsthaft? nope, in dem Fall nicht. Ja, was können wir jetzt hier machen? Ich glaube auch nicht, dass es irgendetwas bringt, jetzt die Globushälfte jetzt da aufzutun. Langsam ist es Verzweiflung, oder? It is indeed. Okay, die Wäschleine, was können wir denn mit der? Mal sehen, was man damit alles anstellen kann. Ja, Bitte was? Nein, nicht mit bloßen Händen. maybe hier mit?
Wahrscheinlich Nicht nicht. rumblödeln, ich muss die Welt retten. Nope. Das war alles geraten gewesen wieder mal. Aber eben nicht mehr bloßen Hängen, sagt sie. Aber dann nimm doch irgendwie den. Nein, das bringt. Aber ich glaube, das habe ich aber letztes Mal schon probiert. Und eigentlich wäre doch sinnvoll gewesen, der hier, wo du nicht mit bloßen Hängen. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Aber okay. Was, wenn wir den wieder auseinandernehmen? Und jetzt einfach nur mit dem Haken. Je nachdem. Ernsthaft? Ja, wäre mir ernst gewesen. Gutes Beispiel von bringt nichts. Okay, da bin ich jetzt im Fall schon wieder ein bisschen aufgeschmissen. Aber bevor wir irgendwie schon zur Hilfe gehen, können wir zuerst noch mal runterschauen, ob wir da unten irgendetwas machen können. Und sonst muss halt der Rätselhilfe wieder ein bisschen dran glauben. Oder da hat es ein Gesichtchen, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, da oben rechts von dem Aussichtspünktchen dort hat so eine Nase, wo dann so die Nuss dran hängt und ein Äugli hat es dort und unter der Nase hat es ein Mühli. Vielleicht sieht das nur ich. Okay, genug Imagination. In den Wald. Wo, wenn es irgendetwas gibt, was man noch machen könnte, dann wäre das doch dahinter. Yo, guys. Ich habe das da gemacht. Könnt ihr mir sagen, was ich mit dem Nein, das soll bringt nichts. machen? No, das bringt nicht. Okay, ja, was bringt denn etwas überhaupt? Maschine? Kombinieren mit... Gutes Beispiel von bringt nichts. Okay, schade. Ja. Nein. Ah, schade. Ich habe schon gemeint, das kann gehen. Okay. Also befreie Robert, sorge dafür, dass die Aerologen ihre Karte vervollständigen können. Ah, okay. Jawohl. Perfekt. Also doch mit dem da hier. Aber nicht der Dude, sondern eine Karte. Windkarte. Ja. Hier. Nein. Ah, dem Fall nicht. Aber ihr könnt doch sicher den Zeigstock brauchen. Für... Danke, wir haben schon genug davon. Okay, und was ist, wenn ich auf dem euch zeige, was ihr sollt machen? Nämlich genau... Hier sollt ihr mal... Wo ist es denn, wenn es denn käme? Es kommt nicht, ich bin zu wenig nach. Doof. Ja, die Steuerung, glaube mit der Maus wäre das alles ein bisschen praktischer. So. Nein, das bringt Hier. nichts. Das bringt nichts. Okay. Dann haben wir das Ding da in den Auspuff hineinstecken. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Ja, es ist... Ja. Nein, das habe ich nicht wollen, sondern noch der Zeigstock in den Auspuff. I don't know why I should do this. Gutes Beispiel von bringt nichts. Ja, der halt. Gut. Befreie Robert. Ich kann da nicht mal... Ah, mal, ich kann auswählen. Die Karte könnte dich zu dem geheimen Ort im Wald führen. Okay, aber zuerst auch in dem Fall doch der Robert befreien. Du musst erst den... Ja. Jawohl. Ich kann nicht mehr drücken. Okay. Die Karte könnte durch... Ja. Sendet Papierflieger aus, die Messwerte für die Karte liefern. Okay, brauchen wir Papierflüger. Tanke die Maschine der Aerologen wieder auf. Okay. Finde heraus, was als Treibstoff geeignet wäre. Frag mal die Aerologen. Gut, machen wir. Bevor wir da noch weiter... Hey, ihr Fragen habt wir doch doch die sowieso nichts Dudes. zu tun. Ich muss euch noch mal was fragen. Und zwar Treibstoff. Wie funktioniert Maschine. dann eure Maschine? Das ist sehr kompliziert.
Tell Ein me. wenig zu kompliziert für eine Putzfrau. Come on. Also, die Maschine versendet in strategisch festgelegte Richtungen kleine analoge Vehikel aus Papier, Kleine analoge die sie Vehikel aus selbst Papier. herzustellen in der Lage ist. Oh, nicht schlecht. Also sie wirft Papierflieger. Richtig. Meine Güte. Haben Sie mal überlegt, sich beruflich neu zu orientieren? Oh Gott. Und aus den Papierfliegern könnt ihr dann die Windströme bestimmen. Ganz genau. Aber wir haben bisher leider noch nicht alle Routen erkannt, bevor die Maschine den Geist aufgegeben hat. Du meinst, bevor der schlafende Typ Honig in den Tank geschüttet hat. Schon wieder richtig. Was für einen Botsblitz. Treibstoff braucht die Maschine denn? Sie funktioniert mit einer Mischung basierend auf einer liquiden, stoffarmen Flüssigkeit in Verbindung mit festem, grobkörnigem Material. Also Schlamm. Okay. Nun ja, man mischt Moorwasser und Sand, Und dann hat man Schlamm. Schlamm. aber das It's Schlamm. Mischverhältnis ist hochkompliziert. Okay. Halb, halb. Mist. Gut, danke sehr. Wenn wir Hey, etwas ist das über- nicht schön, dass ihr wieder zusammen seid? Oh, Laura. Ja, es ist fast wie früher. Nur, dass Simon jetzt, naja, weniger lebendig ist. Sehr weniger. Ja. Gut, So Leute, ich habe euch euren Kollegen zurückgebracht. Könnt ihr mir jetzt vielleicht helfen, meinen Kollegen zu befreien? Was? Siehst du nicht, dass wir hier trauern? Wie pietätlos. Oh, come Seine on. Leiche ist noch nicht einmal kalt. Er ist ein Schädel. Seine Leiche ist nicht mal mehr da. Oh Gott. Ach, Simon. Ach, Simon. Das bringt einfach nichts. Ich muss los. Ach, Okay. bevor ich es vergesse, wenn Sie die Betten machen, könnten Sie dann vielleicht... No, Oh ja. no, Vielleicht lege ich no. auch einfach eine tote Wolke. Ich liebe Das haben wir letztes Mal schon gehört. Das müssen wir nicht nochmal anhören. Okay, können wir den Kanister dann nicht irgendwie mitnehmen? Das Nein. sollte ich jetzt... Pudding. Was? Nein? Pudding. Marmelade? Oh Mann. Nope. Schlamm. Okay, und für Schlamm können wir vielleicht mit dem Schilfrohr oder Schlamm in... ich glaube, es hilft ihnen. Schlamm reinnehmen, dass das Art wie... Ah ja, das wäre dann wahrscheinlich wie eine Art Gefäß, halb-halb. Also brauchen wir Schlamm und Sand. Und Schlamm können wir doch sicher von hier nehmen. Ja. Eine Schale brauchen wir- mit stinkendem Moorwasser sollte genügen. Jetzt brauchen wir aber nur noch Sand. Da finden wir vielleicht bei der Bremsspur. Das wäre jetzt der Shit, Nein, oder? das bringt nichts. Schade. Wo hat's denn auch Sand? Das Fluggerät scheint nicht mehr ganz flugfähig zu sein. Das siehst du absolut richtig, Laura. Sand. Wo finden wir Sand? Ich glaube nicht, es bringt jetzt auch nichts, wenn wir das... Willst du, dass ich das trinke? Vergiss No, no, es. no, no, no. Das will kombinieren mit dem da hier. Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Okay, vielleicht, nochmal Theorie, vielleicht können wir hier Sand rausholen, indem wir es ein bisschen auflockern. Mit dem Haken und mit dem Schilfrohr. Das haben wir nämlich eine Art Werkzeug. Das Ackerwerkzeug. Und jetzt könnte man doch das... Wäre doch wunderschöne Theorie, wenn das da wird funktionieren. Hey, And eine it Goldader. works. Ach nein, es ist nur Sand. Nice! Genau das, was wir gebraucht haben. Sehr schön. Jetzt können Jetzt wir habe ich nämlich Sand und Moorwasser. Was kann da noch schief gehen? Ja, da wird gar nicht schief gehen. Jetzt ist die Frage, ob wir das schon vermischen irgendwie. Jawohl. Toll. Schlamm. Und jetzt? Du nicht so, als du nicht wüsstest, Laura. Du weißt doch haargenau, dass das der Treibstoff ist für die Maschine. Okay. Back to the forest. So, ich bin ja gespannt. Das muss ja jetzt funktionieren, also. Betankt und abschussbereit. Gut. In dem Fall jetzt da drauf schalten.
Blub. Der Rest der Honig, der rauskommt. Oh, die Wollmaus. Okay. Meine Güte, sie hat es tatsächlich geschafft. Die Putzfrau Ja, ja. hat unsere Maschine repariert. Denkt ihr Wir auch, ist was langsam. ich gerade denke? Ich denke schon. Ja, Fiona ist ein wunderschöner Name für einen Hund. Was? Das tut ist zu viel. Oha. Ein neuer Wert für unsere Karte. Wie wunderbar. Nun fehlen uns aber noch 2 Werte. Hoppla. Ich glaube, ich muss vorsichtiger auf den Auslöser drücken. Okay, let's do it again. Mal schauen, was jetzt hergeht. Ein weiterer Papierflieger. Kollegen, ich stelle fest, Diese Daten Haben wir bereits erfasst. Okay, in dem Fall drückst du vorsichtiger mit dem Zeigestock auf den Knopf. Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Okay, what about du bewegst die Maschine ein bisschen? Jetzt zielt sie auf das komische Vieh am Waldrand. Yes. Auslöser betätigen. Die kennen wir aber schon, die Animation. Ja, Das hat wohl nicht funktioniert. nope. Wie kann ich sie noch? Jetzt zielt sie auf den verrückten Alten im Baumhaus. Okay, da geben wir jetzt auch noch einmal. Ho! Das hat wohl nicht funktioniert. Wahrscheinlich wäre es wichtig, dass er nicht hört, dass der Flüger dort durchfliegt, so dass er kann... Jetzt zeigt sie irgendwo in den Wald hinein. Ja, die können wir sonst, das haben wir noch nicht gehabt. Wahrscheinlich so, dass sie eben den Papierflüger näher bestimmen können, wo wenn er ihn kaputt schießt, bringt das nicht viel. Und ein das weiterer kennen wir auch schon. Papierflieger. Diese Daten Kollegen, haben wir Ich stelle bereits. fest, diese Daten. Haben wir. Ja, voll, okay. Ja, what next? Mit der Wollmaus dort oben können wir nichts mehr machen. Da oben hängt eine Wollmaus rum. Das arme Ding zittert, als hätte es den Teufel. Gesehen, okay. Sorry fürs Überspringen. Die hängt so weit oben. Aber wir haben ja jetzt einen Zeigestock. Ist zwar gerade ein bisschen sehr weit Ja. Nein. oben. Nein, okay. Der Zeigestock passt genau in das andere Ende vom Schilfrohr. Jetzt kommen wir zur Wollmaus. Verlängerte, nein, Schilfrohr mit Zeigestock und Haken. Das sollte länger zur Wollmaus. Yes. Oh. Sie ist so herzig. Gut, was machen wir mit der die Wollmaus ins Rohr oben stecken? Ihr wisst, was ich meine. Vielleicht können wir jetzt das hier noch verbinden mit dem. Netter Einfall. Nope, okay. Wäre ja ein bisschen sehr makaber. Okay, zum Waldrand. Genau, jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir rauf zum Baumhaus und versuchen dort jetzt endlich das Hörrohr, oder ja, ich weiß doch nicht, wie das Ding heisst, zu vollstopfen mit dieser armen, kleinen, herzigen Wollmaus. Das sollte doch, oder könnte doch, oder ja, also. Wie gesagt, in der Theorie macht es Sinn. Mal schauen, ob das Game mir das machen lässt. Oh.
Der hört Nice, jetzt okay. nichts mehr. Laura scheint Volleyball zu spielen oder sonst irgendetwas so. Zuerst die Frage, können wir da irgendwie noch mit dem Haken und dem Zeugs da übergehen? Nein, das bringt nicht. Nein, das bringt nichts, okay. Zum Waldrand. Was ich jetzt gerne noch ganz schnell machen würde, ist, bevor wir die Maschine abführen mit dem Papierflüger, es hat irgendwo noch ein Pfeil, und zwar genau der da hier. Und den nehmen wir jetzt einfach mal mit. Können wir den kombinieren mit Ja. dem? No. Das wäre auch wieder einfach mal so. Einfach schnell zum Schauen, ob wir mit dem irgendetwas anfangen können. Also, ab in den Wald und die Maschine auf einen Dude dort zielen, dass sie noch einmal mehr Koordinaten haben. Jetzt zielt sie auf das komische Vieh am Waldrand. Nein, wir wollen eins weiter. Jetzt zielt sie auf den verrückten Alten im Baumhaus. Perfekt, okay. Na, steh mal drauf, Laura. Haha. Ein weiterer Papierflieger. Wie schön. Ein hervorragendes Exemplar. Ein neuer Wert für unsere Karte. Wie wunderbar. Wie wunderbar. Ja, macht Sinn. Aber Hätte ich es auch fehlt genau so immer noch gemacht. einer. Seht euch die Charta an. Die Windwirbel scheinen uns etwas sagen zu wollen. Ja, okay, jetzt müssen wir irgendwie noch den Schroff dazu bringen, das Ding nicht zu fressen. Und er hat ja eine kratzige Stelle im Kopf und vielleicht, wenn man ihn dort irgendwie kratzen kann, dann würde er vielleicht das Zeugs nicht essen. Der Papierflüger. Kann er sich das selber kratzen? Und ich bin wieder zu wenig nach. So. Ich darf doch sehr bitten, nehmen Sie das weg von mir. Okay. Der halt. Hey, nicht kratzen. Wollt er auch nicht. Der Äpfel. Wird nicht funktionieren. Aber wenn Sie es kaputt machen wollen, Nein. Vielleicht der Ich Pfeil. hoffe, ich kann das bald gebrauchen. Es wird langsam immer schwerer. Okay. Nein. Ich werde das da hier und jetzt mal mit der trockenen Stelle. Hey, Okay, reden wir doch nochmal mit dem Schraff. Oder Ich kenne mich ja versuchen nicht so sehr zuerst. mit Hautkrankheiten aus. Aber das sieht aus, als sollte man etwas draufschmieren. Okay, irgendetwas drauf schmieren. Ah ja, eben das mit dieser Creme. Honig haben wir irgendwie eben nicht mehr. Das ist ein bisschen das Problem. Wenn wir noch irgendwie eine Art Honig hätten. Well, was machen wir denn jetzt? Fragen wir dann doch mal, ob er eine Idee hat. Ich muss dich noch mal was fragen. muss das sein? Hey, Yep, das das hier muss macht mir sein. genauso wenig Spaß. Okay, Papier. Hast du Ja, hier zufällig einen Papierflieger vorbeikommen sehen? Weiß, gefaltet, bestehend aus Papier. ja, genau Ja? der. Genauso einen habe ich gerade eben verschluckt. Warum verschluckst du den Papierflieger? Sind Sie immer so indiskret? Was? War das eine Beleidigung? Ach, was soll ich sagen? Papierflieger sind eigentlich nicht meine Leibspeise. Aber ich folge, wie alle meine Artgenossen, einem Impuls, der mir das Fressen von kleinen fliegenden Objekten befiehlt. Das bedeutet, Das bedeutet, ich kann nicht anders. kannst du das einfach lassen? Ich will die Flieger ja gar nicht essen. Ich meinte das Rumgeschwafel. Was haben wir denn hier? Moor? Nee, okay, Hättest du bessere Laune, wenn die Stelle nicht mehr jucken würde? Ich denke schon, aber kratzen kann ich mich nicht. Hätten Sie vielleicht die Freundlichkeit? Lieber würde ich meine Hand in kochendes Wasser stecken.
Boah. Witzig, dass Sie das sagen. Der Effekt wäre nämlich ungefähr der gleiche. Okay. Mir reicht's. Ach, Sie glauben Sie nicht, dass ich... Wow. Gut, jetzt brauchen wir einfach irgendeine Art Creme oder... Ja... Oder können wir den... Ja, was können wir? Also was noch eine Möglichkeit wäre gewesen, je nachdem wäre ein Pfeil durch einen Papierflüger stecken, so dass er vielleicht den Schroff nicht frisst, aber das ist halt nicht ganz so... Ja... Ist ein bisschen gesucht. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Nein, gesucht. Keine Verzweiflung, nur gesucht. Da ist schon genug Schlamm drin. Ja, vielleicht so Schlamm wäre jetzt noch gut für die juckende Stelle. Aber das geht ja jetzt irgendwie nicht mehr und das ist doof. Das ist doof. Aber da ist doch letztes Mal, beim Auspuff ist so etwas rausgekommen, das wie eine Creme war. Aber mit was können wir das auffangen? Viel reinstecken, dass es nicht rauskommt? Ah! Smart! Jetzt ist der Pfeil ganz verklebt. Nice! Pfeil mit Honig. Homöopathisches Mittel für eine kratzende Stelle vom Schaf. Gehen wir zum Waldrand. Und schmieren wir das dem Schroff auf den Kopf. So, wo ist denn der? Da. So, und das da. Tada! Zufrieden? Feuchte Stelle. Nie im Leben fasse ich das. Aber jetzt kannst du ja vielleicht mit... Okay, was ist jetzt das Problem? Jetzt kannst Jetzt ist die Stirn nicht mehr so trocken. Reden wir mal mit dem Schroff. Ich muss dich noch mal was fragen. Muss das sein? Hey. Ja. Okay, Kollektor ist jetzt... Mir reicht. Nope, Ich, ich gehe wieder. Glauben Sie... wow. Okay, die kratzende Stelle ist jetzt... Oder die trockene Stelle, besser gesagt, ist jetzt dort voll Honig. Heisst wahrscheinlich, jetzt können wir einen Pfeil in die Richtung schießen und er wird es hoffentlich nicht gleich wieder fressen. Let's see. Jetzt zeigt sie irgendwo in den Wald hinein. Nope. Da hier. Jetzt zielt sie auf das komische... Genau, okay. Now do the thing. Blub. No, no. Don't. Ach, come on. Das hat wohl nicht funktioniert. Okay, müssen wir noch kratzen und sehr wahrscheinlich mit irgendetwas von diesen Sachen, die wir bastelt haben. Also, entweder wird es mit dem Zeigerstab mit dem Haken sein, es wird nur das Rohr mit dem Haken sein, oder es wird nur der Zeigerstab sein. Well, I don't know. Schauen wir mal. Habe ich das vorhin schon probiert? Hey, nicht kratzen! Was willst du denn mit dem Pfeil? Was willst du denn? Einmal Honig rein. Okay, baust du das... Oder er soll sich halt selber kratzen. Ich darf doch sehr bitten, nehmen Sie das weg von mir. Okay. Das Ding mal auseinandernehmen. Und dann bekommst du jetzt mal... Nur den. Das kann ich zwar, glaube ich, schon alles ausprobieren. Hey, Will er nicht. Zeigerstock. hey, Will er auch nicht. Und der Haken zum Kratzen. Er will ja aber nicht gekratzt Hey. werden. Okay, noch diese Möglichkeit. Und wenn das nicht geht, dann weiss ich ehrlich gesagt so wieder nicht mehr ganz so genau, wie weit
Tür. Wird nicht funktionieren, aber wenn sie ist kaputt. No. Okay. No, das habe ich nicht wollen. Der Input, manchmal tut es einfach gut auf das andere. Wenn ich auf das Plus will und dann kombinieren mit dem Schroff. Respektive mit der feuchten Stelle. Okay. Probieren wir noch die letzte Möglichkeit. Hey! Ja, well dann, okay. Dann werden wir wohl drüber in der nächsten Folge da eine Lösung finden, ja. Ja gut, und dann wäre es für heute und dann möchte ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!